Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van de Odwiebes, Eierscholtas, mijn naam is Erard Giesbrecht. Dankzij Arno Hendricks hier de te zijn. So, es erscheint, wir haben al ein erstes Programm, das ist ons tweede von dieser Reihe. Und was wir im ersten Programm fangen an zu reden, das ist von dem Buch, was du geschrieben hast, Arno, das nennt sich Deus está falando com você. Arno, du bist von Brasilien, so das ist in Portugiesisch geschrieben. Ja. Wat het betekent dat applaudit is God, die redt met die. En dat is wel du een beetje aanvangs van die eerste ervarenheden te vertalen. En als laatste punt im Ferienprogramm wir, dat Jezus die merkt nicht Sache, der hij gleich Einheit, hij gleich nicht Streit. En einmal erst über einmal jeftet nachmal und der erste Streit, wenn es einer versteht, Herr, Gott, die hier der andere auch, und dann weet we niet meer ganz genau, dann kann es mal zu Zweiheiten kommen. Ja. So, wo können wir von dem Punkt wieder merken? Ja. Mir ist da immer sehr wichtig gewesen, der Psalm 133, wo uns da sagt, wo Gott in wahrscheinlichste dort doch, wenn bereits in Einigkeit taub leben. Einigkeit heißt nicht immer gleich denken, ja. Einigkeit ist einer dem anderen annehmen, verstehen, einer den anderen abhalten. En Gott woont in de eenigheid. Manchmal verstehen wir, einer versteht das so anders, ja, oder der andere anders. Aber wenn wir willig sind, uns Gott ganz zu evalueren, und das war da immer veranbringen, dann wird uns Verständnis und die Einheit geben. Ja. Und das ist eine gute Herausforderung, wenn man taub gehen will und taub die Stimme Gottes hören will, aber man spielt sich an mit der Zeit, so ist ein Ehepaar. Ja. So, was sind Sachen, die in diesem Buch durchgekommen ist? Ja. Ein interessanter Punkt ist, so ist bei meinem Leben, hat es dann nicht so gemacht. Aber Gott stellt uns immer Fragen. Und Fragen stellen ist eigentlich der Anfang von der Weisheit. Für alles muss man Fragen haben, wo die Sachen funktionieren. Und wenn man versteht, Fragen zu stellen, dann wird man persönlich sehr wissen. Ja. Und Gott fragt einem nicht, dass er nicht weiß, aber er will uns wiederhelfen. Ja. Und das erste Mal, wo Gott eine Frage stellt, wie mit Adam und Eva. Ja. Wo bist du? Und nicht, dass Gott wusste nicht, wo er will. Er wollte weiter ab. Adam wusste, wo er will. Ja. Er will nicht mehr in der Gemeinschaft sein. Er will gut in der Gemeinschaft. Und wir haben dann zum Beispiel den Prophet Ezekiel. Ezekiel, sagt man? Ezekiel, ja. Er ist ab einmal im Jest, er ist in ein Camp, wo viele Knochen sind. Sie drehen Knochen, sie jetten, das knistert alles. Und dann kommt ihm eine Frage. Ezekiel, wo können diese Knochen weiter leben? Na, bei uns denken ist klar nicht. Das ist gewesen, ja. Aber er hat den Trick. Du weißt das, Herr. Wenn du das willst, er stellt das nicht, nee, das geht nicht. Er mag sich open, ja, wenn du meinst, dann wird es wahr. Und vielmal, wenn Gott uns Fragen stellt, dann mag wir flüstern, nein, das ist nicht möglich. Das geht nicht. Mit meinem Verstand, mit meinem Verstehen geht das nicht. Und Gott will immer uns aufmachen. Und dann sagt Gott, dann sei zu den Knochen. Und Ezekiel ist interessant, er gehorcht einfach, was Gott ihm gibt. Und da hat Gott gehört. Bewusst oder nicht bewusst. So ist bei mir mit 14 Jahren oder mit 20 Jahren, 23 Jahren. Diese Fragen stellen, was dann innerlich passiert, sind sehr interessant. Ja. Da einer schreckt nach Jesus und sagt, Jesus, Sohn David, halb mich.
hij is blind. Dan komt Jezus toe aan en vraagt, wat wilst u dat ik die doen zal? Wist dat al? Nou, für uns wird es doch klar sein, er will seine, ja. Oder vielleicht will er bloß ein bisschen Geld haben. Vielleicht will er bloß, dass Jesus da ein bisschen Ordnung schaffen bei der Situation, wo er will. Und dann sieht er ganz klar, was er will. Herr, ich will seine. Ja, dat is een de beste gebed wat we maken kunnen. Herr, maak mijn ogen op. Ik wil de richtig verstaan wat du für mein Leben hast. Ja. Und Gott stellt uns manchmal die Frage, was willst du in deinem Leben machen? Und Gott stellt dir auch einfach die Frage, was willst du? Wo bist du? Ist das möglich? Das ist interessant, wenn man in der Bibel ein bisschen dort neu hat. Gott redet mit Ansehen so, mit Fragen. Ja. Eine Frage ist, wat ik heb is, redt hij hier wie zijn stem, maar wo vernemen wie zijn stem? Ja, dat weet mij einmal een kleine Krise, waar ik denk einmal beim Natürlichen, weil ich höre, ja. Und dann erst dabei so fängt er will und sagt, na, du hörst nicht Gott, weil er muss laut reden. Und das ist nicht normal. Das kommt fair, aber das ist nicht der Padron, wie sagt man, dat is niet wat normalerweise passiert. Normalerweise, warum? Weil Gott ist ein Geist. Johannes, Kapitel 4, sagt das ganz klar, Gott ist Geist. Und er hat uns als Geist gemacht. Und ein Geist redet mit einem Geist. Ja, das hört sich ein bisschen Hokuspokus, ja. Aber Gott redet durch seinen Geist zu unserem Geist. Und unser Geist bringt dort zum Verständnis zu unserer Seele. Ja. Wat ik je wat zei, ik kon gisteren vertellen wie, en dan reden ze ook zo, wat die einmal hat es gaat hier met die Uhren, ich so die, ja. En hat es einmal Gott gesagt, wenn wat die anderen können, dann wieder ein guter Freund gewesen, Prediger, der hat al zweimal Gott seine Stimme gehört mit seinen Ohren, hat er ein bisschen verteilt, nicht so. Und, ja, ein bisschen stolz darüber. Ein bisschen stolz, dass er Gott mit seinen Ohren all gehört hat und wirklich mit den fleischlichen Ohren. Bet heb einmal stil en zich bijna eens een tijd met Gott hebben, zeg Gott dan, weißt du, wenn wat ik te die Ohren reden muss? Dat is een vraag. Wenn du nicht horchen, dann ja. Ich muss so Leute reden, anders horchst du nicht noch mehr. Da wirst du ziemlich dankbar gewesen, dass die hat es Gott auch ohne das kontieren. Ja, so ist es, ja. Und Gott redet, wie hat es dann, sei dann so, Gott redet in unseren Horde, ja. Gott redet durch spontane Ideen, was er uns gibt. Und hauptsächlich, was er redet, das hat ja auch ein Kapitel, er redet durch seinen Mund, durch seinen Mund, ja. Und da wäre einmal ein junger Mann, der kann wel einmal das Mund Gottes abmachen. Und fragen, na, was meinst du? Ja? Na, hier die Bibel abmachen. Das Mund Gottes. Das Mund Gottes, ja. Und wenn du die Bibel abmachen lässt, dann will er durch die Bibel zu dir reden. Ja. Und das ist der beste Weg. Und um die Stimme Gottes zu hören, muss der Mensch sich, der erste Punkt ist, sich beruhigen. Ja. Sonst, wenn wir beide hier vertalen, und du einmal dazwischen reden wirst, und wir beide plötzlich reden würden, manchmal sind da Menschen, die so reden, verteilt. Ich verstehe nicht, dass Menschen so reden. Einer muss reden, der andere muss hören. Ja. Damit ein Gespräch ist, ja. So, sehr interessant, dat hier wo die van dien leven uit, dus die ervaren het, en dan met dat Bibelkennis op deze punt daar komen is. Wo kunnen we beter Gott hier? Wo kunnen we ons eigen dat we meer Gott hier? Ich habe ein Kapitel da mal Tom Eng, das hat von einem Bruder aus den USA geleerd. Das erste, was man brauchen muss, um Gottes Stimme hier, ist sich beruhigen. Gott, es ist sehr schwer mit einer zu vertalen, im Natürlichen, wenn er unruhig ist. Man muss sich erst beruhigen, damit man vertalen kann. Und das Zweite, dat komt dan uit Habakkuk, dat boek Habakkuk, ja? Ik geloof zo zegt man dat. Dat is richtig. Ja. Dat tweede is, Gott zijn oor te reden,
ist mit Bildern. Er schenkt uns immer Visionen. Das ist anders, als wenn wir sagen Elefant oder Elefant, dann denken wir nicht, wo das geschrieben wird. Wir denken immer kurz an ein Bild. Wenn ich sage Worte, dann denkst du an ein Bild. Du denkst nicht an die Schrift. Und Gott redet grundsätzlich mit Bildern. Wow, interessant. Und wir haben viele Bilder. Wir denken, das kommt bloß von... Und Habakuk sagt, ich will seine. Wir sagen, ich will erst hören. Ich will erst seine. Ich will seine, was Gott mir sagen wird. Und wir lesen das so schön und sagen, ich will seine, in dem Sinn, mal seine. Aber Gott redet immer mit Bildern zu uns. Und das ist interessant, wenn man betet. Eine Zeit lang verstand ich das nicht. Dann die beten, dann kommen mir Bilder. Dann steht mir, man die Bilder machen weg. Ich will die Stimme Gottes hier. Weil ich das klar habe, dass Gott mit Bildern arbeitet. Ja. Und dann drittens kommt dann der spontane Gedanke. Gott redet in Gedanken zu uns. Das ist dann einmal schwer klar zu machen. Aber Gott, ein spontaner Gedanke. Aber dann denkt man, aber wo weiß ich, wenn Gott das redet und wenn meine Gedanken sind. Dann macht man sich ein bisschen eifer. Ja. Um zu unterscheiden. Ja. Das kommt von mir. Warum denke ich das? Warum kommt mir das im Sinn? Ja. Und dann macht man auch die geistliche Welt verstehen. Weil der Finte arbeitet auch mit spontanen Gedanken. Und dann war ich sehr schön und denke, mir kommt so eine Wut. Een hoed oder eine Wut, ja. Dan wil je den anderen anbrengen. Woher kommt das jeder? Von Soto. Das ist klar. Und wenn ich mit jemandem verzankt sie und auf einmal kommt mir Gedanken, ich muss endlich den vergeben. Woher kommt das? Der Gedanke, ja. Von Gott. Von Gott. So lernt man Geistliche zu unterscheiden. Es sind Sachen, wo man sich anschaut und denkt, wo wollte ich das machen? Ja? Es sind Sachen, die einfach spontan zu uns kommen. Ja? Und mit den spontanen Gedanken ist das dann sehr interessant. Gott sagt, schreib ab. Weil die Gedanken gehen schön weg. Ja? So habe ich einmal gesagt, wenn du dann dich beruhigst, durch die Bibel lesen, die beruhigst, lest die Bibel, dann kommen die Bilder und dann mit den Bildern kommen die vorsten Gedanken. Das ist dann, wir reden dann so, 1, 2, 3, ja, um zu verstehen. Aber das passiert alles in einem, so schön. Ja. Wenn man sich beruhigt, dann kommen die Bilder, dann kommen die Worte wieder, dann muss ich die abschreiben. Ja. Dann schreibe ich die ab. Und viele blockieren sich mit Schreiben. Ich verstehe nicht zu schreiben. Man schreibt wenigstens ein Wort oder ein Satz. Ja, so habe ich angefangen. Wenn ich dann zum Buch komme. Ja, das hier Gottes abschreiben. Und wenn ich das abgeschrieben habe, dann kann ich diese 3 Punkte, die wir für einmal geredet haben. Dann kann ich das seine erste Biblisch. Ja. Was sagt mein Pastor darüber? Ja, was sagt meine Frau darüber? Ist das von Gott? Und dann kann ich das abbauen. Ja? Und diese 4 Schritte sind sehr interessant, wenn man sich damit aufhält. Wow, interessant. Vielen Dank, Arno, für das Mitteilen. Das Buch ist in Portugies. Wenn du Portugiesisch kost, also Sprache von Brasil kost, dann er Brasilianisch, 1 Million, kostet das hier lesen, kostet ein bisschen lesen. Ich hoffe, das Buch wird vielleicht noch mal ein Plot geben, das sagen wir noch mal, weil dort wieder jetzt. Aber für nu möchte ich einfach das Programm, diese 2 Programme, die mitgeben. Ich habe gerade gestemmt. Sie opvaren. Hij heeft niet voor die rijden. Hij wil met die gaan. En ik mocht die God zegen wensen. Die ook nog eenmaal dankzij zijn. Danke. Tot het nächste Mal. Gott redet mit mir. Amen. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.